Und, hast du einen schönen Baum gekriegt? Ja, da schau her, das ist doch ein Prachtexemplar. Naja, schön ist er schon, aber früher waren sie immer ein bisschen größer. Ich hab dich noch gefragt, ob du mitfahren möchtest. Ja, was soll ich denn Neues machen, ha? Du hast gesagt, ich soll den nehmen, der mir gefällt. Ja, Herrschaftszeiten ist ja schon gut. Mei, wenn er dir gefällt. Mir gefällt er. Also. Und, hast du einen Ständer? Naja, so sexy schaust du jetzt in deinem Schlapperlook auch nicht aus. Depp, ich meine einen Christbaumständer. Also. Ja, und wo soll ich jetzt hin, der Baum? Das darfst du diesmal bestimmen. Es ist ja schließlich dein Baum. Was heißt da mein Baum? Mei, früher ist halt alle da links gestanden. Hä? Da darf das ja nicht schlecht machen. Und? Was meinst du? Ja, ganz gut. Direkt vor die Terrassentür, dass ja keiner mehr hinaus und rein kann. Was musst jetzt du im Winter auf Terrassen hinaus? Früher ist er halt alle da links gestanden. Und wie man da ja stehen? Ja, dankeschön. Direkt vor mein Couch-Eckerl, dass ich ja nichts mehr vom Fernsehen sehe, oder? Und wie man hinter der Couch stehen? Ja, sehr gute Idee. Und wenn ich auf der Couch sitze, sehe ich vom Christbaum überhaupt nichts mehr. Früher ist er halt alle da links gestanden. Ah gut, dann stehen wir halt wieder da links hin. Ja, das ist deine Entscheidung. Aber ein bisschen weiter weg von der Wand. So, und was soll man hier hin? Ich hab das schon gesagt. Dieses Jahr entscheidest es du. Ich hab das jetzt 40 Jahre lang an Weihnachten gemacht. Und heuer magst das du. Ja, und was soll ich hin? Das ist doch mir wurscht, wenn du lauter kleine Bierflaschen hinhängst. Bierflaschen? Ah mei, die müssen die halt dann höchstens mitten reinhängen, weil da haben die Äste ein wenig dicker, gell? Weil ich sonst... Und da steh die und häng in unseren Christbaum Bierflaschen rein. Ja, was bringst du mich dann überhaupt auf die Idee? Da hinten ist unser ganzer Christbaumschmuck. Das ist alles, was wir haben. Schau her, früher haben wir halt alle die roten Kugeln gehabt. Die waren so schön. Hä? Wo kommen denn die her? Blaue Kugeln? Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, blaue Kugeln. Mei, die hat Tante Lisi einmal mitgebracht. Naja, sie hat's gut gemeint, aber... Ja, ich mein, blau war halt auch mal was anderes. Ja, blau war einmal ganz was anderes. Aber früher haben wir alle die roten Kugeln gehabt. Und? Ja, schon. Aber? Ja, nix aber. Jetzt sag schon. Ja, zu den Strohsternen da passen halt eher die roten Kugeln als die blauen. Was für Strohstern? Ja, die, wo wir immer am Baumhänger gehabt haben. Ich hab gemeint, ich schmück am Baum. Ja, ist ja schon gut, mei, wenn dir die Strohsterne nicht mehr gefallen. Doch, die gefallen mir schon. Ja, aber zu den Strohsternen passen die roten, nicht die blauen. Gut, dann nehmen wir halt die roten. Deine Entscheidung. Ja, genau, deine Entscheidung. So, und Rudi, was machen wir mit den Kerzen oder was willst du für Kerzen? Du möchtest ja immer schon die echten haben da, gell? Ja, ja, ich finde die Kerzen viel schöner als wie die künstlichen Lichterketten da. Ja, ja. Was heißt jetzt da? Ja, ja. Ja, nix, ich meine bloß. Weil ungefährlich sind die nicht, gell? Ich hab erst im Fernsehen gesehen, wie schnell so ein Baum Feuer fängt. Wusch! Da ist gleich vorbei mit dem Löschen, das sag ich dir. Ruckzuck brennt das ganze Haus. Ja,
Dann muss man halt ein wenig aufpassen. Freilich. Mei, früher haben wir halt alle so Lichterketten gehabt. Die brennen permanent. Und Rudi, bist du zufrieden mit deinem Werk? He? Nicht ganz. Ach, schön hast du das gemacht. Ganz schön. Und weißt du, was mir am meisten gefreut? Dass wir immer noch denselben Geschmack haben, gell? Bayern Comedy wird unterstützt durch die Briganti Landbrauerei Schönraum.